So. Oh, ja, also ein Lemur ist gleich hier. Aber kein Kolibri. Wahrscheinlich, weil es regnet. Da würde ich auch nicht rum kolibrieren. Achso, ja. Regenmantel anziehen. So. Da ist das Dingens. Aber da ist halt keiner da, ne? Gerade wenn es regnet, kommen sie halt nicht. Das ist natürlich doof. Ja. Komm, hier habe ich schon ordentlich Fähnchen verteilt, wie man sieht. Zum Beispiel hier. Was ist das? Keine Ahnung, Tausendfüßler oder Raupe oder sowas? Neues Tier. Eine Raupe. Eigentlich, ach so, ja, stimmt. Die Pilze waren hier oben, diese roten. Die sind noch nicht da. Ist wohl noch nicht lang genug her. Sie sind noch nicht nachgewachsen. Okay, dann nehme ich halt wieder. Bin da ja flexibel. So. Da müssen wir jetzt also ein bisschen aufpassen. Gibt es bei Regen eventuell andere Tiere? Weil hier, guck mal, das hätte ich 100 Pro gesehen, diese Raupe. So einer. Richtiger Kelchflecher. So. Im Regen war ich hier noch nie in dem Regenwald. So, da komme ich jetzt wieder einfach zurück, da will ich aber nicht hin. Ich bin ja schon rüber irgendwie. Will aber nicht so, wie ich will. So, jetzt hat er was. Oh. Okay. Da ist noch eine Raupe. Oder ist das dieselbe? Ne, das ist nicht dieselbe. Okay. Kommen Raupen bei Regen raus? Regenraupen? Ja, vielleicht wollen sie was planieren. Kann gut sein. Was ist das für Pilze? Weiß man nicht. Aber hier kommt noch ein Fähnchen hin. Das war ein rotes. Zack, zack. So. Weiter geht's. Da unten ist was Rotes. Ist das schon wieder eine Raupe? Junge, wie viele Punkte geben die eigentlich, die Raupen? Ah, da unten. 50 immer. Oh, da ist wieder nur. Aber ich tue jetzt erstmal die Pilze sammeln. Fliegenpilze, ja, her mit. Die können wir gebrauchen. Dann lassen wir das rote Dingens da einfach stecken. Das war ja quasi richtig. Irgendwie. Wobei ich hier eigentlich, ich hätte halt auch jetzt mal gern ein paar Moscheln. Aber ich sehe hier kein einziges grünes Moschelding. Also wo ich schon mal gefunden hätte. Blau. Unten gibt es dann so blaue Pilze. Schweres Wasser hier. Da ist doch irgendwo diese Brücke, die ist glaube ich weiter hinten oder so. Oh, das sind vor allen Dingen Pilze. Ja, nehmen wir mit. Was ist das? Fliegenpilze. Und ein Fähnchen hin. Schönes rotes Fähnchen. Ist ja noch rot. An Bäumen gibt es hier, glaube ich, keine Pilze. Habe ich zumindest mal noch keine gesehen. Wenn man in diesem Gebirge da ist und wenn es da regnet, dann stürmt es richtig. Da tun die Blätter hier richtig... da war gerade Blitz. Richtig... Was ist da oben? Eine riesige Palme. Die tun dann richtig wackeln und da fliegen dann manchmal auch richtig so halbe Bäume fliegen dir quasi entgegen. Es sieht schon ein bisschen cool aus. Jetzt nicht so mega, wie man denken könnte. Aber es sieht gut aus. Das ist ein Effekt. Was ist das hier? Komm, dann machen wir auch hier ein blaues Fähnchen hin. Fähnchen, das Ganze in blau und gib ihm. So. Ah, da sind ein paar rote. Pilze gibt es schon viel hier, aber halt keine Moscheln. Nicht gut. Gar nicht gut. Da ist schon wieder, den haben wir vorhin fotografiert, oder? Ja, den haben wir. Du musst ja jetzt nicht alles, achso, da muss ich hoch. Na du?
Kennen wir die schon? Nee. Zack. Schön Hintern gezeigt. Guck mal, wir haben sogar jetzt einen Regenmantel an, also man sieht es an den Armen. Ah! Ah! Das sind Moscheln. Jawohl, ja. So, da werde ich da gleich mal eine grüne Flagge hinmachen. Komm her. Grüne Flaggen. Wenigstens 2 gefunden. Immerhin, immerhin. Wir verlieren auch nicht so schnell Energie wie sonst alles. Stelle ich gerade fest. Und eine Spinne gibt es hier auch. Ja, das sind schnelle 10 Punkte. So. Okay. Da habe ich gerade was gesehen. Ja. Ja, da mache ich jetzt kein Match. Ja. Auf den da fotografiere ich, weil ich glaube nämlich, den haben wir noch nicht. So. Ja, ja. Letztens habe ich einen Tugan fotografiert. Der gab richtig Kohle. Also richtig Punkte. Kann ich da drunter durchklettern? Ja. Dran vorbei. Ja, aber ist nichts. Eine kleine Höhle. Und ich habe hier einen goldenen Moschelpilz gefunden. Da war. Es gibt da. Oh ja, das Vieh kenne ich noch. Das habe ich schon mal fotografiert. Das ist ein Hase. Ja, ich weiß. Habt ihr auch gerade gemerkt. Ja, nochmal fotografieren. Das habe ich schon mal gefunden gehabt. Ja, es gibt 2 Wasserfälle. Ein großer und ein etwas kleinerer. Und der kleinere, da hinten dran, ging noch ein Weg. Nicht direkt hinten dran, sondern nebendran. Aber wegen der Gischt vom Wasserfall hat man den Weg nicht gesehen. Und da gab es dann eine goldene Moschel. Moschel. Das sieht irgendwie voll nach Jurassic Park aus hier. Ich würde wundern, wenn da gleich ein Dino mir entgegenstapft. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Dino. Nee, das ist lauter Lemuren. Oh. Statt den Lemuren auf den Hintern zu gucken, soll ich mal lieber auf den Boden gucken und noch eine rote Flagge hier hinsetzen. Zack. Da haben wir die Sonnenbrille eigentlich komplett umsonst gekauft, wenn es hier gar nicht sonnig ist. Na, da brauche ich das gar nicht probieren, da kommt man nicht durch. Da. So ein Spiel ist das leider nicht. Dass ich irgendwo durchblicken muss oder so. Jetzt geh mir halt aus der Sicht oder lass dich fotografieren. So, fertig. Ja, ich glaube, das war zu spät. Da freut er sich. Der Lemurenmann. So, schön ins Hinterloch fotografiert. Du dummer Lemur, du. Ich nenne ihn einfach Roger. So. Was? Achso, da habe ich gerade hingesetzt. Ne? Ich will gucken, was das Blaue da hinten ist. Waren wir da schon? Oder nicht? Ich habe mich ja gerade komplett verlaufen. Das ist halt wirklich so. Normalerweise müsste ich schon lange draußen sein. Vom Lager aus einfach nach links und gut ist. Aber irgendwie... Ah ja, ich glaube hier ist es vom Lager aus nach links. Ja, da ist zumindest mal offener. Da gibt es auch so komische straußenartige Vögel, aber... Ja, habe ich es nicht gerade gesagt. Dass es hier so straußenartige Vögel gibt. Wo ist der jetzt halt hin? Die sind eigentlich okay zutraulich, sag ich mal. Wo ist der jetzt halt hin? Da hinten ist er. Das ist nicht hier. Ist er da hinten hier? Ah! Da, komm. Fast. Hoffe ich. Ja, Kausa, eine Kasua. So, sorry. Kausa. Ja, von mir aus. So. Die hatte ich aber schon. Da rennen auch durchaus mehrere hier rum. Mal so ein Zweierpärchen oder so. Mal machen. Ich glaube, ich bin hier auf dem Weg zum Tukan. Der wird aber wahrscheinlich nicht hier sein. Ich habe mir da den roten Marker. Ich glaube, das ist der Tukan. Ja, genau, ist er. Es gibt hier keine Pilze. Der Tukan saß, ich glaube, da oben auf dem Ast irgendwo.
Ich habe mir da nur einen Marker hingemacht, damit ich es merke. Aber da. Dann machen wir einen blauen Marker hin, oder? So. Da drüben über die Brücke bin ich auch schon gegangen. Geht durchaus, also das ist dieser umgefallene Baum da. Wo ist er denn jetzt? Da. Ach, Lemur. Oh. Ja, Lemuri. Lemurion. So, dann machen wir noch ein paar Rote hin. So. Geben jetzt halt nur 2 Punkte, die Pilze. Ja, egal. Was ist das da? Wie ein neuer Vogel oder so? Ist das der Wasserfall, wo ich vorhin geredet habe? Mal gucken. Nee, ich glaube, das ist der große Wasserfall. Das ist nicht der, den ich gemeint habe. Das ist der große Wasserfall. Da ist nichts dahinter. Seltsamerweise. Oh, ist das eine Moschel? Oh ja, da ist eine Moschel. Ja, das sind mehrere. Sehr gut. Ah, da ist eine richtige Moschelplantage hier. Jawohl. So, haben wir noch da. War da nicht irgendwas? Nee. Da. Sehr schön. Das hat sich schon mal richtig rentiert gerade. Okay. Was ist das dann noch? Ah ja, natürlich ist das noch. So. Da jetzt natürlich hier ein dickes grünes Fähnchen hin. Ich würde sogar 2 hinmachen, wenn ich könnte. Das war ja wahrscheinlich die einzige Stelle hier im ganzen Dschungel, wo es so viel gibt oder so. Und sonst habe ich noch nie so viel gefunden, immer nur so ein paar. So. Ist das... Ah! Kann das sein, dass das da der Wasserfall ist? Genau. Hier war die goldene Moschel gestanden. Genau hier. Also, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, tut mir leid, aber hier ist so ein Wasserfall, ne? Und normalerweise, wenn es nicht regnet, ist die Gischt hier viel höher und die verdeckt dann diesen Zugang. Und ja, musst du einfach nur reingehen und dann siehst du die goldene Moschel. Moschel. Oder war es hier? Und hier leuchtet es sogar. Aber kann auch hier gewesen sein. Naja, der Wasserfall ist derselbe. Ich glaube eher, dass es hier war, sonst würde da nicht so ein komisches Ding ins Leuchten. Ja, aber es ist doch genau dasselbe hier. So. Also irgendwie am Wasserfall gucken, nicht hinten dran, sondern nebendran ein bisschen durch die Dinger durchlaufen und dann kann man da eine Moschel finden, eine goldene. Und die gibt halt ordentlich Kohle und Achievement. Ah, da waren wir schon. So, wo sind wir denn jetzt? Da kann ich nicht rüberhelfen. Ah, ich kann aber darüber gehen. Wenn der Lemur mich lässt. Hopp, na, du musst schon gescheit rüberkommen, sonst geht das nicht. So. Ist hier vielleicht noch irgendwo... Was ist das da? Das ist krass. Was ist das da für ein Bilde da? Pilzen. Auf jeden Fall sind hier noch Pilze. Das war richtig viele. Oranger Porenhelmling. Okay, orange, das heißt, ich muss ein oranges Fähnchen bringen. Komm. Ja, du kommst auch mit, Kollege. So, hier kommt ein oranges Fähnchen hin. Gehen bald die Fähnchen aus heute. Macht nix. So, da unten habe ich so ein... Ah, da, guck mal, da ist ein Tukan. Bleib. Zack. Das war nicht hier, wo ich ihn fotografiert habe. Der hat auf einem Baum gesessen. 100 Punkte. Der hat auf einem Baum gesessen, der Tukan, den ich fotografiert habe. Auf so einem Ast. Aber das ist das Geräusch von dem Tukan. Ich hätte eher gedacht, dass die eine dumpfere, dunklere Stimme haben. Ich weiß nicht, ich stelle mir immer Tukan relativ groß vor. Wie so ein Papagei oder so. Und macht man doch nicht so Piepsi-Geräusche, oder? Ich weiß es aber auch nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, noch nie einen Tukan live gesehen.
Ich weiß nur, wenn man von Haribo diese komischen Dinger, wie heißt das? Nicht Fantasia und nicht Colorado. Da gibt es doch diese anderen, wo außenrum um die Gummidinger so eine dicke Haut ist. So. Die esse ich eigentlich recht gern. Robby Frutti, genau. Und da esse ich die Tukanse eigentlich, Tukanse und die Bäume am liebsten, die Palme. Warum? Keine Ahnung, weil sie gut schmecken. Das ist eine dumme Frage. So, ich glaube, hier geht es nicht mehr wirklich viel weiter. Dann müssen wir wohl hier runter. Okay. Hätten wir da auch außen rum gehen können? Nee. Ah, Moment. Nochmal verarschen lasse ich mich nicht. Da ist doch bestimmt wieder irgendwo ein Krokodil unter Wasser oder so. Letztens habe ich auch einen Frosch hier gefunden. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite. Der ersten Folge, war glaube ich die erste Folge. Also und da sind wir hier gelaufen. Und plötzlich höre ich so voll erschrocken. Dann war da halt ein Krokodil im Wasser. Was man aber gar nicht mal gut sehen konnte. Ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich die Sonnenbrille aufziehe? Nix. Da hat sich jetzt irgendwie nichts geändert, oder? Es ist ja auch nicht sonnig. Ja, komm, wir gehen mal zum Krokodil. Tief hier. Aber wir müssen die Kamera rausholen. Weil hier unterwegs war dann auch noch ein Frosch im Wasser, den man auch nicht gut sehen konnte. Genauso wenig wie diesen Käfer. Bei den könnte man wenigstens noch gut sehen. Ja. Die war dann halt so richtig im Wasser drin, die Kröte. Oder die, war das eine Kröte oder war das ein Frosch? Weiß ich nicht. Saß daneben. Das ist aber auch wirklich schwer zu sehen gerade. Das Krokodil sitzt immer rechts. Also wenn man jetzt dazu... Ich habe halt auch keine Ahnung, wo genau wir jetzt sind. Ich kann es euch nur dann sagen, wo das Krokodil ist, wenn wir am Ende angekommen sind. Das ist nur. Na komm. Haha, oh, ich glaube, das hat doch gereicht, oder? Na doch. Und wenn man durch Wasser laufen, geht die Ausdauer deutlich schneller runter irgendwie. Ja, das ist der Wasserfall, wo ich gemeint habe. Da ist nichts hinten dran. Pass auf, Lemuri. Da ist irgendwo ein Krokodil. Ich weiß nur nicht mehr wo. Aha. Ihr habt es gerade gehört, ja? Aber wo ist es? Normalerweise liegt es da auf der rechten Seite. Also, komm, wir machen. Das ist aber auch so hell. Komischerweise. Es ist schon fast Abend. Okay, also so. Wir sind am Ende angelangt und dann liegt das Krokodil als hier. Da müsste ich es ja sehen, oder? Wieso ist denn hier so hell? Kann es sein, dass es da liegt? Was ist da? Es liegt halt hier im Wasser als auf dieser Seite. Oder bewegt sich das hier? Ich hab's gefunden! Ich hab's gefunden! Also hat das mich jetzt in Pipimax gebissen oder was? Da hinten freut sich der Affe. Okay. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, das geht also... Ja. Man darf nicht so nah dran gehen, sonst kommt es auf einen. Lass mich da raus? Lass mich raus! Okay. So, dann muss die Kröte oder der Frosch oder was es war, hier irgendwo, also wenn man hier zurückgeht, dann hier auf der rechten Seite. Aber, wie gesagt, normalerweise ist das deutlich besser zu sehen. Siehst jetzt keinen Unterschied. Halt. Moment, ich probiere mal, was passiert, wenn ich das jetzt schon mache. Sehe ich dann irgendwie was besser? Ja doch, ich kann besser auf den Boden gucken. Ja, das ist schon... Ist ja so. Aber ich glaube, ich bin schon da zu weit. Ich glaube, da bin ich schon zu weit. Was ist denn das da? Ein Frosch. Ein kleiner Frosch. Ein Pfeilgiftfrosch, um genau zu sein. Oder auch nicht.
Doch, du bist ein Pfeilgiftfrosch, das weiß ich genau. So, jetzt hat ich nämlich schon mal fotografiert. Siehst du? Aha. Oh, die habe ich noch nicht. Ah, doch, die habe ich schon, aber noch nicht hier. Dose Schildkröte, ja, die haben wir doch erst der Farm gesehen oder so. So. Also das ist wirklich eine gute Idee, mit angeschalteter Kupflampe hier rumzulaufen. Moment, hier geht's hier nicht raus schon? Nee. So. Ja, Energie geht. Komm, wir haben doch extra einen Snickers gekauft hier. Extra. Also wenn es mal wieder länger dauert, weißt du. Den Käfer haben wir vorhin fotografiert, ja. So. Was machen wir hier eigentlich? Ja, keine Ahnung, wir suchen Amphibien. Was ist denn das da? Steindinger. Ey, Moment, ist hier... Ah! Da ist der Aufgang. Erinnere ich mich wieder dran. So, es wird auch gleich dunkel werden in 30 Minuten. Oder oben sind ein Haufen Pilze, seht ihr? Na komm. So viel dann zum Thema, es wird gleich dunkel werden. Oder oben ist wieder so ein Vogel. Hat das gereicht? Hat das nicht gereicht? Ich weiß es nicht. Nicht gereicht, schade. Egal. Der ist auch nachher noch da. Erstmal hier ein paar Pilze pflücken. Und ein Fähnchen hinmachen. Ich glaube, das war ein gelbes. Ja. Da kommt das Vieh angerannt. Ja, dann, wenn du unbedingt so fotografiert... Ja. Wenn du unbedingt fotografiert werden willst, Junge, bleib halt stehen. Wo ist er hin? Ich höre hier eine Grille. Grillen sind klein und schwarz, sitzen auf dem Boden. Es ist nachts ein bisschen dumpf. Nachts auf Grillenjagd zu gehen. Ohne Moschel. Mehrere Moscheln. Ja, ist sehr schön. Na komm, gibt's hier noch irgendwo? Ah, da hinten. Oh, das sind sogar richtig viele. So, dann machen wir hier Fähnchen grünes hin. Junge, habe ich jetzt aber ordentlich heute Fähnchen verteilt hier. Boing. Nee, kannst du vergessen, die werden hier im Regen. Das ist ein normaler Käfer. Kann ich mal fotografieren. Einen Hammerton. Aber wir brauchen eigentlich eine Grille. Das ist das, was ihr hier hört. Das Problem ist, wir sehen auch gerade nicht, ob das Dingens da grün wird. Das ist noch eine Moschel. So. Ja, dann. Das ist ein Blatt. Ist das hier? Ist das hier ein düsteres Ding? Jetzt komm, wir gucken mal, dass wir nach Hause kommen. Obwohl, eigentlich haben wir jetzt wieder genug Energie. Ja, nee, wir gucken, dass wir nach Hause kommen. Ich weiß noch nicht wie. Oh, sind die nachgewachsen? Daher mit. Die waren vorhin noch nicht da, gell? Ja, habe ich jetzt die Fahne weggemacht. Dumm. Die Fahne hier weg. So, hier ist wieder frisch. Man sieht jetzt halt, da sieht nur Hechtsuppe. Man sieht nix. Das ist leise. Aber das hat keinen Sinn. Ich muss gucken, dass ich irgendwie nach Hause komme. Man sieht ja hier wirklich gar nichts.
da hoch? Ja, da kann man. Ich weiß, dass man da hoch kann. Ich war da schon mal oben. Das macht nicht so. Ah. Komm her. Sorry, das sieht jetzt doof aus, aber. So. Da hoch. Komm, hopp. So, und jetzt da hoch. So, gut. Und jetzt aber nichts wie nach Hause, hey. Da drüben wagt es. Geht es da noch überhaupt nach Hause? Ich weiß es nicht. Boah, es ist so dunkel hier. Üble Sache, hey. Ich meine, ja, es ist Regenwald. Je näher du am Äquator bist, desto schneller wird es dunkel. Weiß ich, weil ich mal mit meinem Bruder geskypt habe. Schon länger her. Da hat er noch in Brasilien gewohnt. Während es bei uns so langsam dann dunkel wurde, war es bei ihm so. Ach ja, oh, guck mal hier, schönes Wetter, man sieht noch alles, bam, dunkel. Das war einfach grandios, ey. So. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Durch. Oh ja, ich glaube. Ach, da ist das Polypreding. So, wir haben es geschafft. Ja, komm, wir gucken jetzt, dass wir abkommen hier. Wir haben für dieses Level genug gesammelt. Also hier außerdem noch bei Regenwetter. Bei Regenwetter und Dunkeln, das muss man halt wirklich wollen. Aber hey, wir haben ein paar Punkte gemacht. So. Haben wir irgendwas gekriegt? Aufgabe dieser Woche, findet 200 Muscheln. Und du kriegst 500 Punkte. Oh, das ist ja mal geil. Ja, fotografieren Sie eine Grille. Haben wir leider nicht geschafft. Im Regen ist das aber auch schwer. Sammle 15 orange-rote Porenhelmlinge. Die haben wir im Regenwald gefunden. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen einkaufen. Wir haben nämlich keine Dingsies hier mehr. Das geht ja gar nicht. Komm her. $500? 400. 400 Punkte. So. Kaufen. Für 1000 Punkte kriegen wir dann hier anderes Zeug. Das hier ist alles nicht so, ne? Was macht das? Stellt Energie wieder her und entfernt Zecken. Nee. Ja, ich habe ja Zecken ausgeschaltet. Braucht man nicht. Was haben wir? 5000? 1000? Haben wir ja schon. Regenparker haben wir ja auch schon. Siehst du? Braucht man nicht nochmal kaufen. Was ist eigentlich dieses Feld? Ermöglicht es dir, über Nacht zu campen und zu schlafen. Ah, da habe ich schon eins gekauft, kann das sein? Also ich weiß, auf dieser bergigen Map, da habe ich letztens ein Zelt gefunden. Ne, das war kein Zelt. Das war so eine Holzliege irgendwie. Und da konnte ich da aber dann pennen. Ich wollte mir nur noch... Ja, noch ein bisschen Wasser. Ah. Ups. Sorry. So, reicht jetzt auch für heute. Ich werde da noch ein bisschen in Ruhe weiterzocken. Aber ich glaube, dass ihr habt jetzt quasi genug gesehen. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal Bock habe, dann guck mal, dass wir auch hier das da noch freischalten. Kann ja nicht mehr lange dauern. Ich meine, Fotografie Level 3 und Jäger Level 5. Wir sind ja schon ziemlich weit. Aber grundsätzlich, ihr habt, glaube ich... Habt ihr den Bergwald schon gesehen? Keine Ahnung. Aber ihr habt ja eigentlich alles gesehen, was ich bisher freigespielt habe. So, das heißt, ihr habt das ganze Spiel gesehen. Ihr habt auch gesehen, dass man hier im Übungsbereich hier, dass man da auch noch ein bisschen rumlatschen kann und Roboterteile finden. So, ist doch schon mal was, oder? Habt ihr quasi das ganze Spiel gesehen. Morgen gucken wir mal, was ich morgen zocke. Weiß ich noch nicht, kann ich nicht sagen. Da ist der Roboter, guck mal. Ach, das waren Arme. Ich habe gedacht, ich habe die Beine gefunden. Na, egal. Gefunden ist gefunden. Und wird nicht geschunden. So. 48 verschiedene Tiere habe ich. Ich habe schon relativ viel. Ja. Wenn ihr Bock drauf habt, auch auf so ein entspannendes Spiel,
Kauft's euch. Wie gesagt, ist öfters mal im Angebot. Ist jetzt, also der zweite Teil ist jetzt ein Jahr oder so alt. Keine Ahnung, aber ja, ist ein gutes Spiel. Macht Spaß. Einfach so ein gechilltes Rumlaufen, ohne irgendwelche Tiere abzuknallen. Kann ich nur empfehlen. Dann war's das von mir hier. Morgen spielen wir irgendein anderes Spiel. Weiß noch nicht was. Sieht man dann. Tschüss.